Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Mir gehen Biopics nicht lass. Lo also noch ein Biopic zum Bob Marley am Kino. Ja, aber wie die Biopic da gelungen, als ob Dolo Details ausgelost gesehen, da erzählen wir lo an dieser Episode. Ja, Biopics, Biopics. Schon an der letzten Episode gesagt, mir gehen sie nicht mehr lassen sehen. Allgegenwärtig. Mal sind sie besser, mal mehr schlecht. Mehr wie as dann lo Bob Marley One Love gehen. Leider as high. Ja, wie soll es so das ist nicht ein richtig Balance as nicht wirklich do. Wir sind hier viel Detailer sind nicht so ausgefordert gehen, wie sie vielleicht an der Realität wirklich so sind. Leider hast du auch viel Potenzial auf der Strecke geblieben. Wir haben ganz viel Themen, die hier an dem Film behandelt wollen gehen. Enke ja die bürgerkriegsähnlich Zustand an Jamaika, an die politischen Debatten an Jamaika will der Film behandeln. Da wollen der Film behandeln, wie den legendären Album Exodus entstanden ist, dann seine Beziehung zwischen Sänger Frauen ihm an ja sein Erfolg, wie he changiert ging als an seinem Erfolg. An wat für eine Person he wirklich wow. Und das ist ja auch kein Geheimnis, wie he an der Realität war. He war ein relativ jaloser Mann und konnte auch mal gerne gewalttätig gehen. Und das sind so Sachen, die maximal ungerast gehen, aber nicht weiter ausgefordert gehen. Die ganze Thematik auch mit seinem Friem gehen, das geht immer nicht mehr so leicht ungedeiht und nie wirklich ausgefordert. Und das fand ich ein bisschen schön, wenn so Biopic da probiert, Sachen, wie soll ich sagen, zu verschönern, die aber dann nicht so waren. Weil alle so Friede, Freude, Eierkuchen, dann geht der Biopic auch langweilig. Ich fand, das sind die kritischen Sachen, die so ein Thema richtig interessant machen. Ja, zu dem Thema mit so viele Baustellen an dem Film. Und der Film dauert nimmer 104 Minuten. Dann ist es mal flott, dass man ein bisschen kurze Filme haben. Aber ein Film, den so viel Thema behandeln will, dann so kurz zu fassen, du bleibt halt ultra viel auf der Strecke. Wie gesagt, das geht alles immer nur geschnitten, das immens überflächlich das Ganze. Und kriegt halt einfach null Tiefgang. Auch den Sturm vom Album ist halt, ja, wir kriegen nicht so wirklich mit, wie die Prozesse waren, wie wirklich schon diese Sache geschrieben wurde. Die Lieder, die gehen halt einfach mal so random halt so raggedroppt dann für halt gut Gefühl zu vermitteln, und trotzdem passiert du nicht ganz viel. Und hört divers Lichtblecker, dass ihr wirklich Bock hört, sich die Szenen anzugucken, und das sind halt die, die ein bisschen mehr kritisch geht. Aber die sind dann halt leider sehr vom Tisch an, befinden sich dann am Alldächlichen, also an dem normalen 0815 Schwall an. Wir kriegen auch wir kommen an den Film ran, und dann ist he schon ziemlich bekannt, he ist schon immens aufschlussreich und wird schon ist halt eben schon eine Präsenz. Und wir kriegen seine ganze Vergangenheit an den Rückblenden immer. Und Rückblenden gehen auch nicht wirklich detailliert ausgeführt. Wir können verschiedene Szenen immer mutmaßen, was du wirklich stumm oder gemengt ist. Und da das auf viele Plätze hat den Gefühl von dem Film, dass es einfach schön ist, dass du nicht mehr an Detail gegangen hast. Das Ganze ist dann einfach auch enttäuschend, weil die Schauspieler sind wirklich gut. Denn Kingsley Ben Adir, der spielt Bob Marley wirklich gut, der bringt das authentisch rüber. Vermittelt ein gut Gefühl dafür für die Zeit oder für die Person. Der Gagepol ist dann der Shanna Lynch, wer da seine Frau spielt, an die Szene, wo sie dann an den Konflikten sind, wo es dann mal ein bisschen wie hart hier geht, die sind dann auch mega gut. Du kannst den Film dann absolut glänzen und nicht fragen sich, wieso hast du nicht mehr angegangen? Ja, ich verstehe, wenn dann so ein groß Persönlichkeit dann immer an einer positiver Loot will losgehen. Aber ja, das halt einfach, das ist da langweilig. He war halt nicht immer den alles super an, alles Shane-Tipp. Nee, da waren auch einfach mal kritische Sachen. Ne? Und da kann ich das auch so durchstellen. Ich fand das da wirklich schön. Wenn man da so ein Biopic dann, das Biopic, das irgendwann vergisst, darüber gibt nicht mehr geschwärzt.
dann ist das halt einfach traurig. Dem Film fehlt es einfach Mut und Zeit. Dummer war das dann auch schon. Ich denke, dummer das auch alles gesagt. Optisch ist der Film ganz cool. Ganz cool Szenerien. Vom Feeling her stimmt das ganz einfach. Aber wenn es dann halt so ist, dann ist das halt einfach eine enttäuschende Aktion. Voilà. Erzählt mir gerne, wie euch der Film gefallen hat, wenn ihr schon gesehen habt, an was, ich meine, natürlich schon bei der Leschke gefragt, was eure Lieblings-Biopic ist, könnt ihr mir auch gerne an die Kommentare schreiben. Und ja, und in dem Sinn denke ich, war es da doch schon. Und da sehen wir uns bei der nächsten Episode rum. Und ich wünsche euch dann ganz viel Spaß am Kino mit Bob Marley, One Love. Ciao!